sind der kleine Bub und sein treuer Freund zufrieden wieder heim. So, hat euch die Geschichte gefallen? Ja, schön gewesen. Gleich wie bei mir. Ich habe auch einen Hund. Ich weiss, Fabian, viele von euch haben ein Haustier. Ich habe eine Wellensittich. Ich eine Schildkröte. Ein Meersäule. Wartet. Ich wollte euch einen Vorschlag machen. Wie wär's, wenn ihr mal eure Tiere mitbringen und den anderen erzählt, was sie alles können? Wie sie heissen, wie ihr für sie sorgt und was sie für Futter brauchen. Ist das Ja! Ja! Aber natürlich nicht den ganzen Tag. Und nicht alle auf einmal. Wir wollen schlussendlich da keinen Zoo aufmachen. Ich habe Fische in meinem Aquarium, die kann ich doch nicht mitbringen. Ja, dann malst du eben ein Bild von ihnen, das wäre doch auch schön. Oh ja, ich male meine Goldfischli. Ich bringe meinen Bello mit. Der hat die Kinder sehr gern. Ich bringe mein Meersäule mit. Das heisst Cookie. Und ich meine Schildkröte. Die heisst Leonora. Ich kann den Käfig mit meinem Wellensittich mitbringen. Er heisst Maiki. Und du, Laura? Was hast du? Ich? Du hast doch gar kein Tier, oder? Doch. Und was für eins? Verrate ich nicht. Warum denn nicht? Ist es ein Geheimnis oder so etwas? Ja, genau. Ein Geheimnis. Wir werden noch viel Zeit haben, das alles zu besprechen. Jetzt gehen wir zuerst mal an die frische Luft. Hey, warte doch mal, Laura. Warum hast du mir dann gesagt, dass du ein Haustier hast? Habe ich noch nicht. Ich bekomme es erst. Und was für eins? Das ist eine Überraschung. Laura, wir können uns doch nicht ein Haustier zutun, nur dass du es einmal im Kindergarten vorzeigen kannst. Frau Heberli hat gesagt, wir müssen alle eins mitbringen. Laura, erzähl bitte keinen Blödsinn. Es gibt keins. Mein lieber Stern, kannst du heute nicht früher kommen? Ich muss dir etwas erzählen. Bist du traurig? Überall hat es Tiere. Überall. Nur ich habe keins. Vielleicht könnten wir auf die Wiese gehen und da einen Heugümper fangen. Jetzt hör mal, ein Heugümper, das ist doch kein Schau Haustier. dort, da kommt die Mami. Mami, ich möchte ein Haustier. Ein Haustier? Ja, der Fabian bringt seinen Hund mit, der Paul sein Meersäule, die Pauline ihre Schildkröte. Und die hat nicht Es einmal gibt kein Haar. Haustier. Aber warum denn nicht? Nur, dass du sie in den Kindergarten mitbringen kannst, schaffen wir uns jetzt nicht schnell eine Schildkröte an. Nie komme ich über, was ich mir wünsche. Nie. Da übertreibst du aber maßlos. Wunderbar. Da sieht man sofort, dass alles frisch vom Meer kommt. Hast du wieder beim netten Buri gekauft? Ja, ein Teier. Oh, da ist ja noch ein Federli dran. Und es ist noch warm. Ja, das sind eben Eier von glücklichen Hühnern. Das hat der Henne heute früh am Morgen gelegt. Und am Samstag, das ist morgen, da gibt es einen Verkauf direkt beim Bauernhof. Da kann man auch feinen Honig und frische Wurst und Käse kaufen. Der Bauer hat mir den Wegbeschreib mitgegeben. Das ist gar nicht so weit. Da können wir morgen hingehen und den Bauernhof anschauen. Ja, was sagen Oh ihr ja, dazu? toll. Keine Lust. Da hat aber jemand schlechte Laune. Danke. Du sei bitte auch in den Kühlschrank, gell, Tommy? Da, Laura, heb's doch mal. Es ist noch warm. Ja, und? Und vorhin, da habe ich etwas gehört. Da ist ein Bibeli drin, ganz, ganz sicher. Ja? Also, ich höre nichts. Aber ich habe etwas gehört. Gerade vorhin so klopfen. Ein Bibeli? Ja, das könnte man doch ausbrüten. Wir haben es gesehen, wie es geht im Fernsehen. Ach so, die Hühnerfarm meinst du? Ja, die haben doch auch Bibeli ausbrütet. Ganz viele. Mit Warmlicht. Und dann sind sie ausgelüpft. Und Dann brauchen wir aber einen Brutkasten. Ja, genau, einen Brutkasten. Schau mal, Tommy. Da können wir es reinlegen. Die ist genau richtig. Oh ja, da wird das Bibeli so richtig schön kuschelig haben. Und jetzt das Licht. Da. Nein, wir nehmen die da. Ein Glück, dass du es gerettet hast. Sonst wäre das Bibeli noch eingefroren. Ja, gell? Vielleicht schlüpft es schon heute. Ja, und darum schlafst du auch am besten da. Laura, Tommy, ab ins Badzimmer und dann ins Bett.
So, ihr zwei, jetzt wird geschlafen. Oh, ihr seid ja schon im Bett. Und ihr wollt zusammen schlafen? Schön, dass du wieder eine gute Laune hast, Laura. Freust du dich auch schon auf morgen? Mann. Ja, auf dem Bauernhof. Ich hoffe doch, dass ihr zwei euch so richtig darauf freut. Ja, wir freuen uns. Auch auf den Bauernhof. Auch? Ja, auf was denn noch? Das verraten wir nicht. Stimmt's, Laura? Nämlich, das wird eine Überraschung. Vielleicht schon morgen, wenn ihr aufwacht, dann ist es nämlich schon da. Au. Da bin ich jetzt aber gespannt. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Doofe Ich habe doch Plappertasche. gar nichts gesagt. Toll, viel schöner als im Fernsehen. Viel schöner. Schade, dass du nicht da bist, lieber Stern. Du würdest staunen, was wir Tolles haben. Ja, vielleicht später. Dann kannst du uns ja beim Ausbrüten helfen und das Ei mit dem Licht wärmen. Ja, das kann er ganz sicher. Und ich glaube, heute Nacht schlafe ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und was geben wir dem Bibeli zu essen? Ja, was denk? Gute Sachen. Körner, Brotkrümeli, vielleicht auch Nudeln, alles Mögliche. Und wenn das Bibeli gross ist, müssen wir es dann bröteln? Nein, natürlich nicht. Wir bringen es auf den Bauernhof. Da kannst du glücklich leben. Psst, jetzt habe ich etwas gehört. Vielleicht schlüpft es gerade. Laura, Tommy, jetzt wird geschlafen. Das Augen zurück, zu. los, schnell. Oh nein, was hast du jetzt gemacht? Jetzt ist es kaputt. Du. Was ist passiert? Das Bibeli. Da, Was ist denn los? Jetzt beruhigt euch zuerst einmal. Also nochmal, in dem Ei war kein Bibi, Tommy. Das habt ihr doch gesehen. Da. Es war kein Bibeli. Es war ein ganz normales Frühstücksei. Und jetzt solltet ihr aber wirklich schlafen. Und ich habe mich so auf das Bibeli gefreut. Und jetzt habe ich doch wieder kein Tier für den Kindergarten. Ja, der Bauernhof, da fahren wir morgen her. Was meinst du? Ach so, du meinst, wir könnten da vielleicht ein echtes Bibeli einholen? Was für eine gute Idee! Franken bitte. Da. Ah, das sind ja noch Herdöpfel. Sagen Sie, dürfen wir auch Ihre Tiere anschauen? Ja, natürlich. Gehen Sie doch zu meinem Mann dort hin. Und ich habe mich so auf das Bibeli gefreut. Und auch der Bauer. Warte mal, Papi, ist der dort nicht der Bauer? Sie möchten gerne Tiere sehen. Ja, dann kommen Sie mit. Ich komme ja. Wollt ihr etwas Spezielles sehen? Was sagt ihr da dazu? Die sind so süß und so stinkig. So, kommen wir mal an. Lass es nicht gehen. Wie heisst Säuli? Ja, was meinst du? Wie wollen wir das Säuli taufen? Hast du etwa schon einen Namen? Auf jeden Fall bist du jetzt Gotte von dem Säuli. Das zappelt. Fest. So, jetzt sind ihr Gotte und Götti. Aber jetzt müsst ihr euren Namen ausdenken. Was? Ein Name? Natürlich, das gehört doch zur Taufe. Ich taufe dich auf einen Namen Lotte. L-O-T-T-E. Guten Morgen. Schau mal, Laura. Da soll jedes Bild von seinem Tier drauf tun. Gut, ich habe meins da drin. Oh, Ein Säule. Ja. Das ist mein Gottesäuli. Ich habe es Lotte getauft.
Oh, hallo Lotte! Hallo Lotte! Lotte! Hallo Lotte! Wunderbar. Du kannst uns sicher gerade etwas erzählen, Laura. Jetzt machst du zuerst einmal das Bild an die Wand an. Ich brauche einen Magnet. Welchen möchtest du? Danke, Stern.